ereignisreicht Joer leit hanne deis. Allen Herausforderungen zu trotz liewe mir seit Jahrzehnten am Frieden an am Wohlstand. Mir so und dofir alle Godene Merci, die dazu beigedrohen hun, für als Land abzubauen, a mir wünschen alle politischen Verantwortlichen an alle Matbürgerinnen a Matbürger eine glückliche Hand bei der Gestaltung von unserer Zukunft. Als Staatschef, dem Grand Duc Henri, symboler Garant von unserer Freiheit und Einigkeit, so mir auf diesem Tag ganz besonders Merci für seinen Einsatz und wir felicitieren ihn für seine Kompetenz, mit der er als Land feiert. Vive de Grand Duc Henri, vive als großherzogliche Familie, vive Lützeburger Land. Bei der Pompiers-Föderation war die traditionelle Remise von den Gierlöcher, von den Verdienstmedaillen am Kader von National Feierdach, das Tür zu Kielen. Das Gemeng hat traditionell, seit das Gemengwesen zu Lützeburg gibt, Mission für die Sicherheit von ihren Matbürger zu sorgen. Für allem haben sie einen Auftrag von Anfang an gehabt, für einen Pompiers-Korps anzubieten. Das ist natürlich an der Zeit, was die Aufgabe betrifft, gewusst, aber das ganz klar, die Gemengen können die Aufgaben, die sie heute stellen, mussten nicht allein lesen, da brauchen sie zwei wichtige Partner. Ein davon ist der Staat, den das Ganze von überall organisiert und noch hilft, mit zu finanzieren. Das ist ein ganz großer und wichtiger Beitrag. Aber den anderen Beitrag, der könnt von ihr alle Guten, die heute geehrt gehen, das ihre persönlichen Einsatz auf dem Niveau vom Benevolat.
weil den Ersatz vu Freiwilligen awer net mir überall am Land am nedischen Empfang ka garantiiert gin, als die politisch Decision gehol gin Rettungsdienste also Protektion civil a Pompien zu summen ze feieren am Nei zu organisieren. Und ich muss sagen, dass ich wirklich froh bin, dass man die Diskussionen, die sich relativ heute angekündigt hatten, dass man die heute zu Lützeburg an aller Serenität konnten feiern. Ich hatte selber laut Gelegenheit an vielen Interviewen, auf vielen öffentlichen Informationsveranstaltungen. Ich meine, wir hatten da allein Feier gemerkt durch das Land, wo die Leute vom Terrain auch konnten hier Meinung so und entsprechend, dass rund 800 bis 900 Leute op den Versammlungen dabei waren. Und ich muss sagen, die Diskussionsbeiträge, die beikommen, die da kommen sind, die waren zum Teil kritisch, aber es war Bälchen dabei, die nicht konstruktiv gedurchgewirkt wäre, für eben die dort Sache führen zu bringen. Und ich meine, dass die Leute, die Terrain an dem die geht auch haut den Novent, dass die am besten wissen, dass dort nicht ein Projekt ist, für eine Reform, wenn es eine Reform zu machen, mit das Projekt ist, den das Land braucht, für eben eine bessere Struktur können aufzustellen, für Leute, die an Not geraten, für denen können an eine adäquate Art und Weise zu helfen. Und es wird sich an der größeren Praxis so direkt im Terrain nicht ganz viel ändern. Wir müssen mehr in Richtung gehen von einer professionellen Aufsicherung. Mit die professionelle Aufsicherung am Land, die kann nicht mehr gelingen, wenn wir weiterhin als Benevoler am System behalten. Es geht also heute darum, praktisch ein duelles System aufzustellen, wo wir auf der einen Seite garantiert tun, dass wir über die professionelle Weg eine gewisse Garantie können geben und auf der anderen Seite aber auch alle den Leute, die sich am Benevolat durch während Jahrzehnten engagiert sind, auch hier Platz an dem Etablissement public garantieren. Wir sind haut hai am Regiebetrieb fir 4 neue Gefiere anzuweihen. An zwar hätte man an unserem Budget für das Jahr rund 250.000 € angesät für neues Material für unseren Regiebetrieb umzuschaffen. Das, was wir haut am Betrieb holen, die Gefiere, das sind die großen Maschinen, die auf der Lösch stehen, für rund 220.000 – 230.000 € am Total. Der Rest, das sind ein paar kleine Maschinen, die wir mehr am Alter an unserem Regiebetrieb brauchen, entweder wo Geräte ersetzt gehen oder zusätzlicher angeschafft gehen. Für das tun wir mal die großen Traktor, großen blauen Traktor New Holland T640 angeschafft, da das von der Firma Agri Distribution Wolle-Feiland, wo ich auch ganz herzlich den Herrn Schleich und den Herrn Diederich begrüßen als Responsable von der Firma, die heute hier auf der Platz sind. Die Traktor hat 143 Pferd an einen Gesamtpreis von 93.700 € rund. Das ist ein Traktor mit sämtlichen Accessoires oder mit vielen Accessoires, Kinder vielleicht noch mehr, die der Gesicht haben drauf, das vor allem der Frontlader und noch die kommunale Plak für drauf, die es ermöglicht, auch am Winter Schnee zu räumen oder eventuell andere Geräte nach da unzuhängen. Also ein Traktor, der ganz vielseitig kann angesetzt gehen, vor allem auch am Bereich von der Landschaftspflege, wo man regelmäßig als Hecken durch das Gemeng muss schneiden gehen, wird den Traktor sich voll bewähren, weil er hat nämlich eine separate Steuerung einerseits oder separaten Antrieb einerseits für zu fahren und andererseits eben noch für mit dem technischen Material wie der Heckenscheuer zum Beispiel zu schaffen. Das vereinfacht natürlich wesentlich die Arbeit an. Dafür sind wir froh, dass wir den Traktor da konnten ausschärfen.
merci auch der Entreprise für die Veroffer, die sie als do gemerkt haben. Dann war immer en Renault Kangoo an, da das ein normal Gefährt, was man am Regiebetrieb brauchen, was man nicht ersetzen, mehr was man zusätzlich geschafft tun. Wir haben nämlich gemerkt, dass man ganz normal ein Auto nach mehr bräuchte, wenn man eine Equipe müssen abteilen, zum Beispiel von 3-4 Leuten auf einem Platz sind, mit einem Auto rausfahren. Es ist vielleicht auch wichtig, dass auch 1 oder 2 Leute zwei Jahre nicht tief für eine gerne Arbeit nach können zu machen, und für dass er sich da besser organisieren kann. Haben wir nach weiteren Gefährt geschafft. Das ist das ein Renault Kangoo mit 66 Pferden, Dieselmotor, den für 17.351 € bei der Firma Garage Thielen op der Cap ugeschäft ginnners, an sprecht noch do ganz herzlich Urso vun der Entreprise Thielen so hin noch Merci fir die Veroffer diese Eishai gemerk hun. Dann nur nach 2 andere Gefähre käft, do muss ich bëssen mi weit aushöllen, mi hunn als Gemeng Kirle jo virun oder seit ganz langem simmer am Gang, möglichst pestizidfrei zu schaffen. An der Vergangenheit haben wir die Probleme oder den Erfolg so gelöst, dass man möglichst viel biologische Ankrautbekämpfungsmittel gekauft haben, an die angesät haben, eben für als Pestiziden mehr zu gehen. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt das Sinnvollste, weil schlussendlich auch wenn keine toxische Substanzen sind, da wir irgendwie Materialien oder chemische Substanzen, die fertig bringen, für Pflanzen aufsterben zu lassen. Und das kann auch nicht immer das allergesundste sein. Dafür haben wir noch eine andere Lösung gesicht, für die Probleme zu lösen, für aber als Unkräuter zu trätieren oder wäsch zu machen auf den Straßen, auf den öffentlichen Plätzen, bei den Wegen, überall. Und da sind wir auf die thermische Behandlung von den Unkräutern übergegangen. Und wir haben eben das notwendige Material angeschafft. Und das besteht aus einem Traktor multifunktionell von der Firma Holder, den von der Firma Bajagan Center Kellen von mir geliefert ginnas. An zu einem Preis von 79.770 €. Die sieht auch hier hinten drin. An den Traktor, da sind ein kleiner Knicklenker, mit dem man ganz eng Kehren kann schlagen, den einen ganz kleinen Kurvenradius hat. Auf jeden Fall ist schmal, sodass man noch bei diesem Trottwerk ersetzen kann. Außerdem können wir noch am Winter eventuell ersetzen, für Trottwaren oder andere Plätze, mit eng Plätze für allem eben noch mit Schnee, mit Schneeplow zu raumen. Außerdem als Handeln op dem Unhänger, also op dem Gefährt selber, eben die ganze thermische Behandlungsequipment drauf, ein riesen Wasserreservoir, wo das Wasser abgewärmt wird, auf über 100 Grad Celsius, und einem leichten Druck wird das dann über ein Sprühgerät op d'Wehr gespritzt, an dommer durch die hohen Temperaturen stirven Pflanzen auf. Wir haben das recht kürzlich gekriegt, wir haben recht lange probiert, und das Resultat war, dass bei 24 Stunden die Pflanzen carrément tot waren, dir waren. Also wirklich nicht mehr gering, mehr, wie sie dann eben sind, beige oder hellgrau oder wie auch immer. Also das wirkt ganz gut. Den Traktor ist aber natürlich begrenzt als einem Aktionsradius, weil ihn eben auf Plätzen Unkraut muss bekämpfen, wo ihm am Traktor nicht hicken oder schlecht hicken. Dafür haben wir eben noch nach gleichzeitig eine Remorque mit demselben Equipment gekauft. Da ist aber da kein so eine Flaschensprühanlage mit drauf, wo eine große Flasche wie ein Trottweg kann gleichzeitig aufspritzen. Aber da kann er gezielt, wie das daheim gewinnt, dass man am Kerscher kann er noch einen Druck, aber bei hohen Temperaturen, zum Beispiel eine Mauer oder irgendetwas aufspritzen, Streifen ganz gezielt aufspritzen mit den hohen Temperaturen, für dass die Pflanzen oder Unkräuter, die da stehen, dass in die kann wäsch machen. Bon, wir haben da relativ viel investiert, den Traktor multifunktionell, wie gesagt, bei 80.000 €. Und auch die Remorque mit dem ähnlichen Equipment drauf, für 27.700 €. Weil wir hoffen, dass wir damit als Label
pestizidfrei Gemeng méi wie gerecht gin, den Investors groß, mé den nicht erfolle schon schon gesinn, den as do an Schwënschen eise Leiit dann bon Chance mat de neue Gefire, hoffentlich geschitt ihnen neicht, passt op, méi schauen ze net zuviel, weil sie solle ja auch voll am Ersatz sinn. Ich so wo de Leiit aus dem Chefen a Gemengerot vielmals Merci, dat sie unanim han net denen Investitionen do stungen ans och mat gestemmt hunn. An dem sinn lo die offiziell Schlüssellieferung an Dönno invitéieren ich dann alle Götten am Numm vum Chefen a Gemengerot op e klenge Pat. Merci enke alle Götten. Dëse Parking ass wahrscheinlich den Echten hai an der Gemeng déi gebaut get begrät fir de Verkeier ze entlächten, den Auto bëssen aus dem Verkeier rauszukreien an Leiit op de Bus ze kreen. Dats de Sinn an den Zweck een vun den Evaluungen, déi man gemett hunn, wéi man dësen Parking an d'Liewe geruf hunn. Wir hätten fir den paar Joren die Idee entwickelt, dass man ein Parkraummanagement Gegenheit zu Kiel nachfeiern, weil man eben gesehen haben, ob den kleine Parkingen an Dorf vis-à-vis von der Gemeinde, also weiter als hundauernd Auto gestärkt, permanent war alles zugeparkt an Autoen, die auch den ganzen Tag durchstungen Leute, die einfach den Bus geholt haben und dann noch an die Stadt gefahren sind, für zu schaffen oder für einkaufen zu gehen, was auch ein ganz gut Sache ist. Natürlich konnten die Leute, die da wollten, ihr Geschäft am Dorf machen, die haben da keine Stellgelegenheit mehr gefunden. Und dafür haben wir diese Parking geschaffen, wo jeder den ganzen Tag über Ro parken kann, so lange wie Lust hat, kann dann den Bus holen. Wir haben 80 Meter daneben den Busarrêt, wir haben viele Busverbindungen für die Stadt. Da kann man davon profitieren. An dem Moment gehen die Parkingen am Dorf entlastet. Die haben auch schon reglementiert. Die Gemeinderat hat die Decision gehört, die Deliberation noch nicht vom Innenministerium, von der Kommission de la Circulation autorisiert. Mit demnächst werden die Parkingen zeitlich begrenzt sein. Du musst in der Disk parken. 4 Stunden vis-à-vis von der Gemeinde, neben der Gemeinde 2 Stunden. Hier wären sowieso Schulparking, aber der Pharmazie wäre sowieso schon auf 2 Stunden begrenzt. Ab dem 1. Juli haben wir dann noch einen Agent municipal angestellt, den darum kann aktiv gehen. An dem Moment auch alle Leute, die Leute steuern, die nicht korrekt parken. Also ich hoffe, dass diese Parking an dem Sinn einen großen Zulauf wird, weil das die Hauptursache. Gleichzeitig ist es auch ganz favorabel für uns, wenn wir hier am Fußballterrain zum Beispiel ein Match schon an der Sporthalle, eine große Veranstaltung, als das heute natürlich ein flotten Abfangparking für die Gelegenheiten, das findet auch meistens der Weekend statt, wo dann natürlich auch den Undrang für die Stadt zu fahren nicht so groß wird sein. Den anderen Vierteil, den de Parking mat sich bringt, als eben die Entlastung vom Schulparking an, eben noch der Schulsitz selber können wir an Zukunft ähnlich gerieren. Wir schon angefangen haben, den normalen Parkingbetrieb hier bis an der Schulhaver an, den als an der nächsten Zeit nicht mehr möglich, höchstens nach bei einer ganz großen Manifestation mal ausnahmsfrei sein kann, aber im Prinzip als der Schulpark aufgesichert. A long term werden sogar auch ganz sekurisiert gehen mit einer Klotte eventuell für das während dem Schulbetrieb eben kein wie kann du an die Sidra kommen, den du nicht verloren wird, respektiv auch kein kann so einfach verschwannen, wenn es gerade Lust wird. Bon, das ist also eine ganze Reihe Missionen, die diese Parking überhält und dafür sind wir froh heute für diesen Parking seiner Bestimmung können sie übergehen. Weil ich ging dann alle guten Bierden zusammen die Bändchen durchzuschneiden, an diese Parking seiner neuer Bestimmung zu übergehen.
2009 haben wir angefangen, den ersten Teil vom Centre Historique anzuweisen. Das war schon mehr ein Centre Archäologique. Das ist ein Weg über 8 Kilometer, der bei der Gemeinde Hanne fortgeht, den durch sämtliche Büscher geht, an den Trass rumzieht, für die Zeit, die haben am Wort geschrieben gehabt, für 6 Jahre, 100.000 Jahre Geschichte über 8 Kilometer. Ich weiß nicht, ob die Siedlungsgeschichte von Kielen 100.000 Jahre alt ist. Auf alle Fälle auf dem Weg, die 7 Panoren, die man derzeit gesagt haben, die derzeit erklären, was mit der Geschichte dient hat. Heute ist ein zweiten Teil von dem Centre Historique. Es sind noch zusätzlich 5 Panoren geplant, an heute gehen der Feier angeweiht, ein ist leider noch nicht fertig gehen. Da leider ein Foto, die wir noch kreieren. An die Fotos ist noch nicht ganz gut genug, das ist nicht arg genug mänglich, für das wir sie können da drauf holen. Auch das bringen wir noch fertig, das bringen wir noch runter, das ist kein Thema. Heute wollen wir der Feier an. Von den 5. Das ist ein bescheidenen, aber wichtigen Teil, so Centre Historique, ich meine, kann nicht viel den Leuten erklären, muss ein enger Spruch sein, die Leute gut können lesen und diese können verstehen. Mit Text, da muss man aber so gehalten gehen, dass die sich nicht an so viele Details verliert. Und der Joel kann ich so, den hat sich ganz viel mehr gemacht, hat ganz flott gemerkt, hat die Texte so gestaltet, dass sie einigermaßen leslich verständlich sind, auch für die Schüler, dass die Leute dadurch verstehen, das kann das verstehen, dass sie wissen, was da in meinem Kirchen und anderen Gegend alles los war. Den zweiten Teil, die Panoen, die gesagt sind, will ich vielleicht kurz darüber gehen, wie ein Panoen das sind. Das ist mal Rennpad, wo wir schon eine Pano stehen haben, über das römische Gräberfeld, das ugangs der 90er Jahren ausgegraben ist. Da steht nämlich auch ein Kreuz, und das Kreuz das steht nicht einfach so an den Feldern, aber du hast an der Zeit eine Präzision gegangen, wie schämerisch, wie du nach die große Parkkirchtung, wie du sonst Masse gehalten sind, als Herr Leichen da eine Präzision über die Felder gegangen. Die Präzision Herr Leichen da, du hast den Segen an all Richtungen, an die 4 Richtungen ausgedeelt gin. Du war dann eng so eng Station do um Rennpad bei dem Kreuz. Du gëtt eng Flottbeschreibung vun der Prozession. Du hummer dann de Panogramm mat der Geschicht vun der Prozession an noch die Einzelstationen, wo de Segen erdeelt gin ass. De nächste Pano, ganz flotte Pano steht ha Jöwen Leck, wo in der noch Panoramablick iwwer Kirlen huet. An op dem Pano sind die Einzel Sitz Archäologiken angedrohen, die mengens Wissens nur eben der verschiedene Plätzen sehen, aufgrund von Ausgrübungen, aber auch aufgrund von Prospektion, die ich dann entdeckt habe, wo ich Sachen an den Feldern 5 geplot wird, aber ich kann sagen, dass mengenfähigen Trämer da waren, Kelten oder auch steinzeitlich 5 gemerkt sind, die wird ganz Siedlungsgeschichte zurück bis 100.000 vor Christus, und das stimmt. Geht zurück bis auf 100.000 vor Christus, weil der Faustkeil, den ich auf Dondelbirch gefunden habe, der belegt hat, das ist ein Stehwerkzeug, das bis an die Zeit eben zurückgeht. Dann ein weiterer Pano, den ich selber ganz flott fand, die ganz gelungen ging, der steht oben im Leck beim Felix in Bongard. Und der weist ein bisschen mit Fotos, aber auch textliche Erklärungen über die Landwirtschaft von früher. An den letzten 150 Jahren hat die Landwirtschaft so eine rasante Entwicklung erlebt, wie sie tausende Jahre früher kaum gemerkt hat. Und das sind eben Fotos, die nachweisen, wie der Bauer dann eben für 100 oder 150 Jahre geschafft hat, wo die Maschinen angefangen haben. Da sind ganz viele Fotos dabei und eben noch Erklärungen. Dann heißt immer beim Pano, den erklärt ein bisschen über die Kalex-Brennereien. Kirle war bekannt durch den Kalex-Brennereien, nicht nur mit Schnapsbrennereien. Nee, zu Kirlen ist auch Kalek gebrannt gehen. Für Wertmeier will man die Kalek-Stänger und die blaue Fels, die relativ sehr aussteht, an denen es geholfen für Kalek zu produzieren, für eben zu bauen. Trämer haben dummer gefangen, vierdrun sind Holzenhütten abgerichtet, gehen es Holz, Lärm, Streu. An Leichtmatte Rämer sind die echt Stänge Gebäude abgerichtet. Für dass die Stänge eben gebunden konnte gehen, wurde eng Speis gebraucht. Und die erst derzeit als Kalek gemerkt gehen. Das heißt, die blaue Fels als gebrannt gehen, an de Kalek als lastgegangen, das hat Pano erklärt, und die konnte an dünner geholt gehen, für zu bauen. Wir hatten 3 größere, also Kalex-Brennereien ugangs vom 20. Jahrhundert. Und die sind dann auch Plan drauf. Ein anderer ist zum Beispiel Derler Knipschen, die große Kathedral, aber das ist keine Kathedral, aber die große Kirche zu Erl, als ein anderer mit Kalek von Kirlen abgerichtet ging.
Dann weitere Panno steht bei der Mëllechkapell, die man jo für ein paar Joer restauriert hunn, an wo bis noch Geschicht iwwer die Mëllechkapell, wat jo ursprünglich ein Kirch war, die do stung, wo bis iwwer de Geschicht eben drop geschrieben steht. Und da könnt nach een lächte Panno, die leider fir haut nicht fertig ass, der das den iwwer d'Wäschspuren, ich so Wäschspuren, weil mir hatten der Zwein zu kielen, den en de stung hier bei einem Pëtschebierchen, den sedet jo, wo als Kanner, wann man Keier an Wieser op sicher wären, Stationun gemerk hun, weil du waren immer e grosse Bootwässer ass geläft kom, an dann hunn Keien final wann Felix ein Trapp kom ass de Bureidel gesoff. An en andere Wäschspur, den hat rum ënnechte Buer, was auch neich mi do davon. Du gëtt dawer nach Fotoen an leider hunn de Fotoen an net wieso krit gehäert fir dats de Panno ka fertig gemerk gin. No mat man de Panno symbolisch fir alle Gortianer senger Bestemmung iwwer gint, Leiit kënnen lise, wat lass wär. Ech so dem Joel vielmals Merci fir die gut erbig die gemert huet, fir die Panno die entfach vu Texter ze Summe stalt huet. Ich meine bessere wie dech konnte man do net fannen. An dann awer ganz grosse Merci un de Präsident vun der Kulturkommissionun as eng Kipp Gi Schaltes, dat sie die Idee do vun Ufang Gemanden erstëtzt hunn. Selbstverständlich Joch Merci und Leiit am Gemengerot, die jo dann noch am Budget die Sue mat fir gesinn hunn fir die Pannoen ze finanzéieren.